Weiter geht's hier in Kakariko. Alles im Schattenreich gefangen bei Twilight Princess HD. Und wir müssen noch das Licht halt zusammensuchen für einen Lichtgeist, wie gewohnt. Und bin gespannt, wie wir hier eigentlich wieder... Ja, eines müsste da sein, war. Gut, Gegner hat es ja keine. Also schätze ich mal, dass halt eines im Gebäude drin sein müsste. Höre ich gerade etwas? Nö. Was zum... Muss ich da vielleicht Spur? Ja, dann nicht so. Die Scheibe sich wackelt. Ah ja. Ein bisschen spurten und schon bin ich drin. Feuergefahr, Lampenstreng ist verboten. Interessant. Und der nächste ist down. Dankeschön. Ja. Da waren es nur noch 6 Stück. Und ich glaube, 3 sind noch hier oder 2 oder keine Ahnung. Und die restlichen sind dann... Tja, auf dem Berg oben. Aber ich sag's jetzt so von wegen Berg oben. Das ist eigentlich relativ simpel. Den zu holen, erstmal hier warten, weil da kommt natürlich gleich noch etwas. Natürlich ein Haus verschwunden. So, bist du jetzt? Aha, die sind da oben. Da ist noch so geflügeltes Viech. Da oben aber, glaube ich, nichts war. Na? Siehst du mich? Natürlich sieht er mich. Na, viel Damage, wa? Kein Problem, wenn gerade ein Herz... Alter, das Wolf kriegt einen Herzschaden als Link irgendwie, also Menschgestalt. Nicht mal annähernd so viel. Eigentlich schon verrückt. Nun gut, gehen wir halt hier rein, ne? Muss ja sein. Und das ist eine ziemlich coole Sequenz, Leute. Genießt sie, denn lange wird sie, glaube ich, nicht vorenthalten. Okay, wir haben gerade neu. Ein paar Dinge runterfallen. Ja, eigentlich klar, was man machen soll, aber naja. Es ist nicht zu empfehlen, weil man sieht hier auch über das Lampensymbol von wegen Feuergefahr. Die Dinger hauen ab und... Was soll das? Habe ich keine Lust, mit dir zusammen vor die 100 zu gehen. Vor die 100 zu gehen, versteht ihr? Weg hier. So schnell es geht, denn es wird gleich. Es wird gleich. Oh, da bei uns keine Freude dran. Überhaupt keine. Boom. Ja, gut. Ich meine, ich habe also nichts davon erwähnt, dass wir die Stadt heil lassen sollen. Etwas besser aufpassen, wenn wir den Schreibtower dann in der Außenluft gehen müssen. Das solltest du also besonders schätzen. Vor allem 3 Stück direkt. Jo, Mann. Ja gut, das war jetzt natürlich Künstlerpech. Das kann ja mal passieren. Mensch. Wow. Hat einen Fallschaden. Aber nö. So, da oben geht es nicht weiter. Natürlich direkt da entlang. Habe ich vorhin gesehen, dass dort oben noch 3 Stück sind. Todesberg eben von Hyrule. Hauptstraße. Oh ja, Leute, der Todesberg. Auch den kennen wir aus diversen Zelda-Spielen. Und hier ist ja, wie gesagt, die Timeline von Ocarina of Time, die Timeline aus der Kinderzeit. Also haben wir natürlich Goronen, die uns... die Straße laufen, aber wenn du weiter willst, zeige ich dir einen Weg. Doch mal. Man sieht's kaum. Ja, unsere alle Lieblingsgoronen. Da sehen sie auch schon, wie krass sie aussehen. Voll gepierste. Okay. Wieso muss ich hier bloß Wache schieben? Schließlich haben sie alle Leute gekappt, da kommt doch sowieso kein Mensch hoch. Überhaupt, wenn die Eltern ein Problem haben, sollen sie doch ruhig von Menschen helfen lassen. Wieso eigentlich nicht? Okay, die Goronen haben also ein Problem mit Menschen jetzt hier. Das war früher auch anders. Oh ne, der quatscht schon wieder.
Mann! Wie gesagt, ich habe eine Fee, von dem her es kann... Ist das nicht einfach in Ruhe? Ah, ich hasse dich vor allem in Gruppen nicht. Da kannst du... Ja, im Prinzip aufladen, ausweichen wäre eigentlich das Beste. Was ist das gerade? Wollte ich normal angreifen? Habe gerade jetzt gleich einen Käfer, von dem her. Und da ist auch so eine Wolfsstatue, die Krieger mal erwähnt hat. Dazu kommen wir gleich noch. Muss erstmal gucken, wo ist jetzt hin? Bloß ein Herz. Okay, gut zu wissen. Da muss ich später noch hoch. Die Wolfsstatue. Okay, oben, Mitte, unten. Ich glaube, das ging anders, war. Ja, mal ganz kurz. Ja, so ging es, okay. Der Ton muss lange sein. Nach hier wieder irgendwie ein komplett anderes Hyrule, wa? Kann ich mir ein bisschen umgucken? Nee, die kann nicht bewegen. Verdammt. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. See you later, Alligator. Von Crazy, weil der Todesberg sieht hier ein bisschen seltsam aus und ja. Übrigens, was ich hier ganz geil fand, jetzt hat diesem endlich mal, dass der Wolf eigentlich auch, naja, eine Art auch einen längeren weißen bzw. grauen Bart hat und graue Haare, also dass es schon ein bisschen älter ist. Interessantes Detail. Ah, da also. Was? Norderner Wald zurück. Oh. Vielleicht er später machen. Oh, dass er dahin ist. Muss ich hier aufpassen, weil die Dinger tun ziemlich weh und ich als Wolf vertrage sowieso nicht so viel. Genau, das meinte ich. Oh, hier gar kein Schaden. Hä, war schon immer so? Todesberg. Ach ja, der Todesberg. Ja, dachte schon, müssen ein paar Viecher von denen sein. 2x2, war, kann die gut angreifen. Oh. Das wurde ganz geil gemacht. Aber trotzdem kein Problem für uns. Ich glaube, das Portal brauchen wir noch, aber auch erst später. Jetzt haben wir da oben noch Geronen. Jetzt mal gucken, wo haben wir jetzt hier überall. Ist auch ein Stockwerk weiter oben, war. Gut. Sowieso ist, glaube ich. Hilf mir mit noch hier, oder wie sieht's aus? Ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Ja, von hier komme ich ja. Ja, natürlich, Madame braucht eine extra Einladung, war.
Aufpassen, nicht in den Strahl hinein. So. Alles klar, Kumpel. Warum muss ich reinkrassen, hier Wache schieben? Am Ende einer Sackgasse ist doch totaler Blödsinn. Was haben die hier auch abgeschoben? Wow, sie haben ihn abgeschoben, er ist Ausländer, weil er zu nichts anderem tauge. Ich frage mich, ob das mit abgeschoben schon im Original so war. Ja, Entschuldigung, muss aber so sein. Bei dem Viech haben wir doch eher ein bisschen mehr Platz. Ja. Kurz warten. Ja, also eine kluge Idee. Die Felswunden runterfallen, ne? Das ist auch nicht gerade so angenehm. Moment. Wow! Genau deswegen. Oh Gott, fragen, wo ist denn der überhaupt? Na, kommst du mal? In Angriffsmodus, interessant. Gut, Freunde, so wie es aussieht, brauche ich gleich meine Fee noch. Weil, naja, sag mal, Mieter, gehst du mal hoch. Geh einfach ein bisschen schneller durch, wa? Ja, komm runter. Hier bin ich. Und tschüss. Jo. Eine scheiß Felsbrocken hier. Oh Mann, hier ist schon wieder ein neuer Gassier entstanden, ausgerechnet da, wo man ihn gar nicht gebrauchen kann. Das will jetzt kein Durchkommen mehr, wa? Ich fürchte auch und mit Licht ist hier ein bisschen besser, wenn ich auch sehe, wo die überhaupt landen. Na, ich glaube, der letzte war da unten. So, was ist denn da hinten noch los? Ein Grundsymbol irgendwie, das uns momentan noch nichts bringt. Alles klar. Da müssen wir noch aufsprengen, wa? So, bist du denn? Und das war's. Na, endlich mal. Du hast den Tiegel des Lichts gefühlt, das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Oh, es werde Licht. So schnell geht's. Dabei fing die Sache gerade an, mir Spaß zu machen. Vergiss mir bloß nicht, dass wir auch den Schattenkristall finden müssen, ja? Man sieht sich. Ja, und übrigens, warum nicht irgendwie nochmal so eine geile Szene, wo der Lichtgeist erscheint und uns einen coolen Monolog hält? Oh. Da kommt er schon. Ein wunderschöner Schmetterling! Ach nee. Eine Eule, wa? Mein Name ist Eldin. Ich bin der Lichtgeist, der über dieses Gebiet wacht. Auserwählter. Die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich im Heiligtum eines stolzen Bergvolkes. Alter, wie der Todesberg mittlerweile aussieht. Dieses Heiligtum allerdings hat sich in einen Ort des Bösen verwandelt. Begib dich dorthin und säubere den heiligen Ort von allem, was ihn jetzt noch entweiht. Tu es, ich befehle es dir.
Bis dahin, lebe wohl. Ja. Ja, machen wir's, wa? Total nasse Stiefel. Hm? Maike? Was für ein Trottel. Na, hab's gleich gesagt. Maike ist kaum, um mich zu retten. Na, was glaubt euch? Du bist also der junge Mann aus Ordon, von dem diese Kinder mir berichtet haben? Entschuldige, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Leonard. Ich bin der Priester dieses Ortes. Und dies... Hey ho! Ist meine Tochter Luana. Beyoncé wohl übergangen. Was soll denn das, Mann? Gar niemand? Will er kaum was anhaben? Die Monster hatten uns entführt und dann haben sie uns irgendwo ausgesetzt. Aber der Priester hat uns den Weg hier gezeigt. Konnte er es gar nicht glauben, dass die Kinder aus Ordon kommen, im Dorf im fernen Latuan. So weit weg von hier. Wir können uns auch nicht mehr erinnern. Auf einmal waren wir gefangen. Alles ist so seltsam. Es ist alles wie ein Albtraum. Genau, als hätten wir uns in einen Albtraum verlaufen. Wie ein Albtraum? Dieser Ort hat sich wirklich verändert. Schwarze Monster haben das Dorf angegriffen. Auch die Gonen in den Bergen sahen uns plötzlich als ihre Feinde an. Sie glauben uns immer noch nicht, auch nur einen Fuß in ihre Mine zu setzen. Ich kann es gar nicht glauben, dass dieses freundliche und stolze Volk sich plötzlich so verändert hat. Sicher nennt sich der Grund dafür in der Mine. Ja, sicher. Nimm auf jeden Fall die Kinder mit und flieh von diesem Ort. Wir, die wir hier wohnen, können das Dorf natürlich nicht verlassen. Egal was geschieht. Schließlich ist das unsere Heimat. Ich frage mich sowieso schon immer, ist der vielleicht irgendwie, naja, einer von der Schika? Das sieht irgendwie so, naja, die Ähnlichkeit, von der, soll ich sagen, von der Aufmachung, natürlich auch vom Auftreten und so, ist schon ziemlich ähnlich der von Impa. Unsere Aufgabe wird es sein, die Gonen von dem Fluch zu befreien, der auf ihnen lastet. Was meinst du, Michael? Also ich fände es eigentlich besser, wenn er hier bleibt, zumindest fürs Erste. Dann haben diese Leute hier in ihrem Schicksal belassen. Was meinst du, Michael? Können wir irgendwas tun? Gibt es keine Möglichkeit, sie von dem Grund zu versöhnen? Ah. Wenn er gehen und nehmen würde. Ja, gehen wir mal, wa? Wobei ich gerne nochmal volle Herzen hätte vorher. Hallo. Da mache ich Bomben dafür, ist klar. Da oben auch. Verdammt, auch überall Bomben. Es müsste hier ein Herz sein, da oben noch ein Herzteil sein. Mal gucken. Ich überlege sowieso gerade, müsste nicht eigentlich jetzt sogar noch irgendwas erscheinen, so ein Event? Oder war das echt erst später? Genau, hier ist ein Laden, beziehungsweise kommt erst noch ein Laden hin, der wird dann künftig noch wichtig sein für uns. Und ihr glaubt echt nicht, wer diesen Laden errichtet. So, du musst langsam aufpassen an unserem Schild, weil Holzschild ist hier nicht mehr ganz so geil. Holz leitet zwar keinen Strom, wie wir wissen, aber hier ist halt Feuergebiet und dann brauchen wir unbedingt einen neuen Schild. Nur ist halt die Frage, woher nehmen statt stehlen, ne? Ist immer so eine Sache. Ist auch niemand mehr. Ich glaube, ab jetzt schon müssten wir, bald, sag ich jetzt mal, bald müssten wir schon in der Lage sein, ziemlich viele, ja, wie soll ich sagen, ziemlich viele Herzteile zu kriegen. Ein Schießpulver, was war das? Wie denn die Biester? Ja, das waren die Biester, ja, die Biester waren's. Diese scheiß Biester, ey. So, geh mal hoch, wa? Mal gucken, was da so abgeht. Jo, Mann. Ich muss zugeben, ich bin so als Link, also menschlicher Gestalt, viel lieber unterwegs als der Wolf. Als Wolf-Link, naja. Die Defense ist immer so eine Frage. So, denk mal hoch, kommen wir problemlos.
Denn jetzt passiert gleich etwas ganz, ganz Übles. Zu unserem Schmerzfaktor her. Halt! Menschen haben hier keinen Zutritt! Hier beginnt das Territorium des stolzen Volkes Ageronen. Wer hier eindringt, der wird es bereuen. Oh, scheiße. Den Ziege aufhalten. Hier ist eine gute Idee! Au, der hat mir ein Herz abgezogen, der Arsch. Du Schwächling, du kannst gegen einen Koroniertes ausrichten. Ist das klar? Dann macht das von verschwindest. Verdammt, der Grund ist viel zu stark und zu schwer. Mina? Zu kommen, ja, dankeschön. Und noch 2 Ärzten. Ja, wenn es weitergeht, muss ich gleich mal die Zelda Amiibo einsetzen. Verdammter Mist. Ja du, das war ein bisschen kacke. Und du bist wohl auf, hat er gesehen, dass du in den Berge gehst. Dann muss er dir einfach folgen. Ich hab voll den Rücken gebrochen, ey. Das wäre viel zu gefährlich. In diesem Volk will das Recht stärken. Und jemandem, der nicht genug Kraft hat, werden sie gar nicht erst zuhören. Aber gemerkt, dankeschön. Kraft zu verdienen. Ja, das Name ist Poro. Was? Der Bürgermeister? Wir suchen einen Rat fragen, dann könntest du darüber berichten, dass die Kinder in Sicherheit sind. So sehen wir Mann, das wäre viel zu gefährlich. Und dann kann ich sagen ihnen das. Ja, das Problem ist halt, ich komme jetzt problemlos zurück. Ich meine, das ist ein ziemlich weites Gebiet und so, ihr versteht schon. Ist das... Epona! Epona? Epona! Was macht das Teil da? Ganz ruhig, Kumpel. Ah! Erkennst du mich nicht mehr? Ja. Jetzt ist lustig! Jetzt müssen wir echt zureiten, so wie es da steht. Das heißt, einfach nur abwarten. Oder nicht. Das hat sie noch aufgebracht, die Gute. Also ein bisschen zureiten, ne, ist klar. Was zum... Ich hab wieder volle Herzen gekriegt, warum denn das? Mann, wieso? Ich hab dazu... Hä? Achso, hier drin halte ich mich wieder. Jetzt plötzlich. Vorhin war es aber nicht so. So, noch ein Versuch. Ruhig, Pferdchen, ruhig. Ich bin's doch. Uah. Leck mich am Arsch. War das ne... Das war ja was. Jo Leute, Epona ist zurück, Mann. Gar nicht mal so schlecht. Dann kannst du doch viel leichter dann zurück, oder? Aber das macht aber weh. Du hast das erledigt. Schon vergessen? Jo. Das ist natürlich richtig geil. Von uns haben wir Epona zurück. Oh Mann. Dann kriegen wir bald schon die Bomben. Wir kriegen noch ein geiles Item. Dann im Dorf zurück. Und dann natürlich noch mit dem Wolfgesang. Neue okkulte Kunst. Wir können Herzteile farmen. Wir können da dies und jenes noch machen. Und ach, wird das geil werden. Aber das und vieles mehr in der nächsten Folge wieder hier bei Legend of Zelda Twilight Princess. HD. Und hoffentlich, wie gesagt, mit einem neuen Schild auch. Jetzt wird's richtig heftig. Mit Epona, unserem stolzen Pferdchen. Nein, Epona, alles klar. Jo, ich hab dich auch lieb. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Link, was guckst du da? Aha. Du warst gerade Epona. Wieso beschnüffelst du mich so? Willst du dich paaren? Nee. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.